gar nicht berührt? Okay. Gut zuhören. Ich erkläre es Ihnen noch einmal. Also, als ich reich war, das bin ich, ne? Das ich. Ganz viel Geld, ne? Da rein. Ich reich. Ja, ist er fortgegangen. Nee, der ist nicht mehr da. Das ist mein Gatte. Das bin ich. Das ist mein Gatte. Genau. Und der ist weggegangen. Ja, noch ein Stück. Nee, der ist wirklich sehr weit weggegangen. Ja. Okay. Noch ein bisschen. Ah, noch. Perfekt. Ja. Wähle eine Karte. Was ich erwarte? Meine Haare sollen sich aufstellen. Vor Spannung. Ich erhoffe mir viel Komödie. Das würde ich mir wünschen. Die da. Lege sie hier ab. Keine Ahnung. Den Inhalt habe ich mir schon durchgelesen. Das ist ganz neu für mich, dass Hörende und Gehörlose zusammenspielen. Mal schauen, wie die Kultur der Hörenden und die der Gehörlosen zusammenkommen. Auch die Kommunikation. Viel Geld wirst du bekommen. Wie schön. In der Zeit von Inklusion finde ich das ein sehr guter Start, dass Hörende und Gehörlose zusammen. Jetzt kommt es nur auf die Kommunikationsform an. Ob das jetzt gezwungen Gehörlosenkultur ist oder ob die hörende Kultur da auch sein Part hat. Sie können schon mitmachen. Aber ich meine, es passt nicht, wenn Hörende mitspielen, weil es Gehörlosentheater heißt. Hörende Schauspieler haben alle Möglichkeiten, Gehörlose nicht. Das ist meine Sicht. Zum Inhalt kann ich noch nichts sagen. Das werde ich dann sehen, wie es wird. Und interessant ist auch, ob die hörenden Schauspieler gebärden oder sprechen werden. Und wie das die gehörlosen Schauspieler verstehen. Ja, das wird spannend. Gleich ist die Leseprobe. Heißt, wir schauen, wie die gehörlosen Schauspieler ihre Texte in DGS und die hörenden Schauspieler ihre in Lautsprache umsetzen und wie dann beides zusammengefügt werden kann. Damit fangen wir jetzt an. Ah ja. Wie? Also G ist so? Nee, BG. das ist sehr LBG. Ah, okay. Also einfach so Ah, fragen. okay. Geht's gut? Geht's gut? Wie geht es Ihnen? Nee, Anjuta und du. Anjuta ist Anne. Entschuldigung. Ja. Oh Gott. Ist gesprungen. Ja, Eine Wahrsagerin sieht alles. Sieht jedem Menschen tief ins Innerste. Sieht besser. Man bedauert natürlich so, dass man den gehörlosen Kollegen nicht helfen kann, wenn sie eine Übersetzung suchen für Lautsprache in Gebärden. Das ist halt, wo ich als Regisseur gar nicht helfen kann. Das ist total bedauernswert, das merke ich so. Dass ich eigentlich so das Bedürfnis hätte, wirklich irgendwie da was anzureichen. Und ich kann natürlich nicht mehr machen, als irgendwie Begriffe erklären, so umschreiben. Und dann bin ich auf die Dolmetscher angewiesen, die mir das irgendwie versuchen zu übertragen in eine Gebärde. Wenn man von Herz zu Herz spricht. Genau, also dein Herz zu ihrem Herzen. Also Herz auf Herz und dann ist das Verständnis da, so in etwa, dass du da so Gebärden suchst. Oder dass du so eine Gebärden suchst, dass die beiden... Essen Herzen überhaupt? ihr Herz. Ach so! Okay. Genau, also die Hypnotisierte, dann ist die Sprache des Wenn man Herzens. von Herz So, zu Herz spricht. ja, okay. Herz zu Herz.
das Gefühl, ich bin wacher geblieben, weil ich auch immer mal gucken musste und hinhören, wo ist man jetzt. Und wenn man immer nur so zuhört, dann kann man auch mal so abschalten. Und ich fand es eher gut für meine Konzentration, weil ich da sein musste. Also ich bin sehr neugierig auf die Kollegen, weil ich finde die alle sehr interessant. Und jetzt möchte ich viel mehr eigentlich kommunizieren. Und ich freue mich natürlich auf die Proben. Genau, dann würde ich auch vorschlagen, einfach nochmal einen Text angucken und dann bin ich immer ein Freund, das erstmal zu einem zu improvisieren. Also gar nicht so jetzt den Satz zu bringen, sondern erstmal, man weiß dann in etwa. Genau. Ich flehe Sie jeden Tag an, Ihren Auswurf untersuchen zu lassen, ja. Aber sie sträubt sich. Das Deutsche Gehörlosentheater hat mit seinen Stücken bisher immer den traditionellen Weg beschritten. Jetzt war der Wunsch da, etwas Neues auszuprobieren, einen anderen Weg zu gehen. Also aus der Komfortzone rauszukommen und das Abenteuer zu wagen. Wir haben uns gedacht, warum nicht mal hörende Schauspieler mit einbinden? Jeder weiß, wenn es um Inklusion geht, steht beim Theater mit Hörenden der Dolmetscher immer seitlich auf der Bühne. Das war's. Oder es werden Obertitel eingeblendet. Das reicht uns nicht. Wir dachten uns, warum nicht hörende und gehörlose Schauspieler zusammenbringen? Jeder behält seine Sprache bei und trotzdem sollen sie zusammen spielen. Mal sehen, ob's klappt. Ich weiß, woher das kommt. Mein Mann. Soll ich Sie trösten? Oder eher Abstand halten? Oder eher Abstand, oder wie? Ist ein Schwimmt. Was? Ja. Gestorben. Mein Mann ist tot. Das Casting ist anders abgelaufen, als es früher der Fall war. Wir haben eine öffentliche Ausschreibung gemacht, denn wir wollten ja hörende Schauspieler suchen. Wir haben nicht erwartet, dass nach unserer Ausschreibung die Resonanz so groß ist. Wir haben über 150 Bewerbungen erhalten. Das waren so viele E-Mails. Also ich hatte zum ersten Mal mit Gehörlosen zu tun und ich war sehr beeindruckt von deren Ausdrucksstärke und ja, der Ausstrahlung, die sie haben. Und es entstanden dann ganz viele Missverständnisse, weil genau, also ich wusste nicht, dass die ja auch aufs Lautbild achten. Und ich verstand die Gebärden nicht. Also mir war in den Castings wichtig, dass die BewerberInnen irgendwie offen sind gegenüber der anderen Sprachengruppe, dem jeweils anderen Anspielpartner. Und ob sie sich einfach darauf fallen lassen und einfach frei fallen können. Oder ob sie immer Sicherheit brauchen. Eigentlich gab es festgelegten Text, aber ich habe dann in dem Spiel mit Matthias, weil ich irgendwie auch verstehen wollte, was er sagt und genau, um was es geht, meinen Text völlig vergessen, irgendwas improvisiert und ja, anscheinend war es aber trotzdem ganz gut. Hallo. Ach, Entschuldigung, ich bin etwas zu früh erschienen. Aber wissen Sie... Dass es wirklich nicht ist von, sie hat jetzt noch 5 Meter und dann reagiert er schon, sondern es ist schon praktisch so hier. Guten Tag. Also, sie sieht mich schon, ich drehe mich um, erschrecke und falle rüber. Bei den gehörlosen BewerberInnen ging es mir vor allem darum, schon auch, wie viel Erfahrung gibt es auf einer Bühne. Gar nicht mal in Sachen Ausbildung, sondern wie viel haben die schon gespielt. Haben die schon viele unterschiedliche Sachen gemacht oder waren es vorwiegend nur Produktion des DGT? Also sind die gewohnt, mit verschiedenen Leuten zu arbeiten? Als ich dahin kam, saßen 8 Leute am Tisch, alle in einer Reihe nebeneinander. Mir war schon mulmig. Aber ich dachte mir, dass es normal ist, dass es so viele Leute sind. Bei den Hörenden ist es ja auch so. Ich war schon ganz schön aufgeregt. Weil, naja, es war eine neue Herausforderung. Ich musste den Text üben, mich mit dem Inhalt beschäftigen und mir Gedanken machen. Es war schon sehr viel Vorbereitung. Und dann war mir auch sehr wichtig, überrascht zu werden. Also ich wollte auch gerne irgendwas sehen, was ich selber noch nicht erwartet habe in dieser Szene. Weil ich so gerne auch proben möchte. Ich möchte natürlich von meinen Kollegen auch überrascht werden, weil das ist das, was mich am meisten inspirieren kann und was, glaube ich, auch den Prozess am meisten voranbringt und fruchtbar macht. Ich
Ich habe heute mal gedacht, oh, wenn ein Kollege einen Texthänger hat, was machen wir dann? Ich bin lost irgendwie. Aber ich glaube, nach 6 Wochen wird sich das schon geben, weil wenn man dann mal hängt, dann manchmal kommt man in so eine Schleife rein, wo ich denke, wo war ich? Habe ich das schon mal gesagt? Oder was ist jetzt los? Also, das ist Maria. Bitte? Guten Tag. Ja, bitte? Also, Sie sind Maria. Wie geht's Ihnen? Ja, gut. Also zum Stück selbst und der Frage der Kommunikation, wie die Lautsprache mit der Gebärdensprache verbunden werden kann, habe ich ein großes Fragezeichen. Ich weiß nicht, welche Gedanken sich der Regisseur dazu gemacht hat. Wenn ich hier so an den Kasten... Das ist auch. Meine Mutter meinte, Sie können das, die Zähne. Du sagst einmal Zahnschmerz. Zahnschmerz. So, runter. Zahnschmerz. Genau. Das heißt, du hast es ja eigentlich schon verstanden. Genau. Und die Mutter denkt sich so... Ich verstehe ihn nicht und denke, er versteht mich nicht. Gucken Sie noch mal hin. Ich zeig's Ihnen noch mal so. Also noch mal für ganz dumm. Ja. Aber er hat sie ja schon. Ja. Deshalb kommt von dir, dass die Leute immer glauben, dass ich bescheuert bin. Das raste ich eigentlich auch aus. Also ist ja auch etwas, warum glauben denn die Hörenden immer, dass wir doof sind? Und dann, okay, dann bin ich jetzt auch mal nett. Ich gucke jetzt noch mal nach für die Mutter, damit sie rafft, dass ich es verstanden habe. Und dann wird da irgendwie dran rumgefummelt an der Tochter. Meine Zelle. Ich hab's ja verstanden. Die denken, ich bin doof. Das Lustige ist ja irgendwie, bei der Regie glaubt man immer, das ist der das erfindet oder das ist der Künstler, der die Strippen hat. Ich habe eher das Gefühl, ich bin der es organisiert, also der eher eine Struktur schafft. Dass der sagt, okay, das habe ich jetzt und das habe ich jetzt und das jetzt und jetzt baue ich mir ein Puzzle draus zusammen. Weil die Teile bringen mir die Schauspieler schon mit, ne? Die muss ich ja eigentlich denen nicht sagen. Ich folge natürlich meinem Text, aber Gebärdensprache braucht außerdem oft Bilder. Deshalb gebärde ich meinen Text häufig sehr bildhaft. Und dann gab es eine Situation, in der mich Lea nicht verstand. Das war eine witzige Szene. Sie versteht mich also nicht, was ja oft bei Hörenden vorkommt, und dann wiederholt sie es und ich denke, hä? Und lache dann einfach drauf los. Das war ein typisches Missverständnis. Dieses Missverständnis ist bei unserer Improvisation aufgetaucht. Und wir haben es dann in das Stück übernommen. Bitte was? Ich verstehe gerade nicht richtig, glaube ich. Ach, das Mittagessen, ja. Da habe ich Sie gerade völlig missverstanden. Und genau diese Missverständnisse, die so einfach, die gar nicht im Text stehen, aber die sich durch den Text ergeben haben, haben wir aufgegriffen aus Improvisationen und eben dann auch in das endgültige Stück gelegt. Und da sind, glaube ich, auch noch ein paar mehr dabei, die wirklich sehr, sehr lustig sind. Blöd und lustig. Wenn ich früher zum Beispiel Texte gebärdete, dachte ich oft, war doch gut. Was aber nicht so gut war, das habe ich erst gesehen, wenn ich mich selbst gefilmt und dann angeschaut habe. Dadurch, dass ich mich selbst oft gesehen habe, wurde es zur Gewohnheit. Das hat mir geholfen. Wenn es für mich in Ordnung war, kam es dann zur Filmkontrolle. Dann hat zum Beispiel Corinna doch noch einige Sachen entdeckt, die nicht so gepasst haben. Ich dachte dann, na ja, stimmt, habe ich vollkommen übersehen. Dinge, die vielleicht nicht so genau gebärdet waren. Durch diese vielen Rückmeldungen bin ich auch viel selbstkritischer geworden. Meine Augen sind jetzt noch mehr geschärft. Und diese Technik lässt sich auch gut auf euch übertragen. Wir könnten zum Beispiel unsere Videos bei WhatsApp einstellen. Egal, ob es schon gut ist oder nicht. Jeder kann dann beurteilen, ob es verständlich ist. Dass einfach jeder seine Gebärdenversion einstellt und alle können es sich dann anschauen. Es geht nicht darum, was schlecht ist, sondern ob es gut verständlich ist. Ja, aber bitte nicht das Video irgendwie machen, bloß um es abzuschicken. Es geht darum, an sich zu arbeiten. Schaut euch eure Aufnahmen genau an, schickt sie erst ab, wenn es passt. Nicht einfach verunsichert irgendwas gebärden, um dann auf die Bewertung zu warten. Zuerst ist die eigene Bewertung wichtig. Danach können die anderen bewerten. Meine Aufgabe hier im Deutschen Gehörlosentheater ist die Arbeit mit der Gebärdensprache. Sie soll geschmeidig werden.
Die gehörlosen Schauspieler kennen sich ganz gut mit den anspruchsvollen Texten aus, aber es geht um die Umsetzung in Gebärdensprache. Wir besprechen, welche Möglichkeiten es in DGS gibt. Sag mal, bei Ich denke kann ich doch so gebärden. Oder passt das nicht, weil die Gebärde eher eine Vorstellung zeigt? Aber hier im Text heißt es ja, ich denke. Soll ich lieber so gebärden? Du meinst diese Textstelle? Da würde ich es eher so machen. Ich denke, Sie haben erraten, von welchem Theater die Rede ist. Zuerst einmal ist es wichtig, den Inhalt zu verstehen und was eigentlich gemeint ist. Erst wenn ich ein Bild davon habe, kann ich es in Gebärdensprache umsetzen und visualisieren. Ohne dieses Bild würde ich automatisch am Text kleben. Aber genau das darf ich nicht. Von welchem Theater die Rede ist? Mein Theater heißt schlichtweg Das Leben. Warum diese Gebärde? Ja, die Gebärde. Es geht doch darum, dass... Naja, weil er vielleicht von einem anderen Theaterhaus oder so ausgeht. Aber es geht um das Leben an sich als Theater. Ich habe vorher schon das Drehbuch in DGS übersetzt, also vorher schon, das komplette Drehbuch. Das wurde dann an alle gehörlosen Schauspieler verschickt. Sie hatten dann quasi ein Videodrehbuch. Verschiedene Rollen zu spielen, das geht schon. Aber mein Problem sind oft die Gebärden, weil ich typischerweise immer sehr scharf, klar und schnell gebärde. Ich gebärde dann mit meinem Stil als Eik. Aber Eik hat da nichts zu suchen. Da hat mir Matthias erklärt, ich soll zum Beispiel langsamer gebärden oder an meine Mimik denken. Ich ziehe zum Beispiel immer wieder meine Augenbraue hoch. Auch das muss weg. Ich dachte, ja stimmt, er hat recht. Ohne diese Rückmeldungen würde ich immer meinen ganz eigenen Stil benutzen, so wie ich sonst immer gebärde. Das ist ganz schön schwierig, die Gebärdensprache auch der Rolle anzupassen. Es geht nicht nur um die Körpersprache, sondern auch um die Gebärden. Da habe ich viel gelernt. Bisher hat ja das Deutsche Gehörlosentheater immer gehörlose Darsteller engagiert. Jetzt kommen auch hörende Schauspieler zum Einsatz. Ich persönlich war anfangs sehr irritiert. Das war, bevor ich hierher kam. Denn hörende Schauspieler haben alle Möglichkeiten, in anderen Theatern Engagements zu bekommen. Für Gehörlose gibt es auf hohem Niveau nur eins. Ich finde es schade, wenn Gehörlose immer nur unter sich bleiben. Wie sollen sie so jemals dazulernen? Wenn man mit Hörenden zusammenspielt und den Austausch hat, dann kann man viel lernen. Mit diesem Austausch ist man mehr gestärkt und weiß mehr. Das macht es für ein nächstes Projekt einfacher. Man muss ausprobieren. Es muss sich entwickeln. Jetzt ist die Zeit für Entwicklung. Und das ist schön. Ich bin so dankbar, dass ich dabei sein darf. Von diesen würde ich halt auch mit ausziehen, würde ich halt irgendwie was, also was sehr Akkurates geben. Ich merke, wie der Regisseur sich reinhängt und uns echt motiviert. Er versucht für uns Verständnis aufzubringen, ist im Austausch. Mein Eindruck ist, dass wir zusammenwachsen. Ab dem, wenn er die Hose runterlässt. Genau. Okay. Nach der Ausschreibung haben sich über 50 Regisseure bei uns gemeldet. Das Projektteam hat eigenständig von diesen 50 Bewerbungen 6 ausgewählt. Dann hat sich der Vorstand noch einmal zusammengesetzt und diskutiert. Das Konzept von Jeffrey hat uns sehr interessiert. Anhand seiner Unterlagen haben wir gesehen, dass er als Regisseur sehr experimentierfreudig ist. Und er hat Mut gezeigt, hörende und gehörlose Schauspieler zusammen spielen zu lassen. Ihr braucht ein Timing. Sie sagt, der Amerikaner, und dann macht ihr... Also was ist der Amerikaner dumm? Der Amerikaner! Dumm, 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 dumm.
Er lässt uns freie Hand sozusagen als Spieler, etwas zu finden, etwas zu suchen und gibt uns dann wieder, was war gut, was hat funktioniert, was wünsche ich mir. Wir haben ja diese Matratzen, die liegen jedes Mal anders und er sagt, das ist auch gut so. Also deshalb müssen wir unheimlich wach sein und immer auch ein bisschen improvisieren. So doch nicht. Da steht doch Maria. Wo steht Maria? Na da. Nee, später. Aber jetzt kommt doch das Lied, oder? Jetzt kommt das Lied. Siehst du. Die Strenge. Schluss mit den Albernheiten, eine Tote ist im Haus. Ein Selbstmord. Aglaya Karpov. Ganz recht. Dass die alte Schachtel auch immer das letzte Wort haben muss. Lidochka. Wie ist sie denn gestorben? Ich mag ihn sehr. Ich bin ein richtiger Fan von ihm. Was die Arbeit betrifft, ja, da ist es für ihn eine enorme Herausforderung, weil wir so viele Schauspieler sind. 5 Hörende, 4 Gehörlose. Die Hörenden stellen sich dann eine Szene so vor. Die Gehörlosen meinen, das Bild ist aber so. Die Hörenden sagen dann, der Text ist aber anders. Naja, dann geht die Diskussion los. Und Jeffrey braucht dann Zeit, um das zu sortieren. Die Anforderungen an ihn sind sehr hoch. Mit denen geht das nicht. Da versteht man die Gebärden nicht. Sieht man nicht? Damit versteht man nicht, was sie gebärdet. Profi? Ein Profi. Ja. Du bist ein Profi. Ich? Ich bin ein Gebärdenprofi. Ja, du bist ein Naturtalent. Was? Natur. Oh, Naturtalent, ja. In der 4. Woche hatten wir einen Durchlauf. Also einmal das Stück von Anfang bis Ende geprobt. Das hat uns gezeigt, wir sind zu lang. Also mussten wir einkürzen, Szenen umstellen und so weiter. Für die 5. Woche hieß es, sich vollkommen neu einzustellen. Mit den vielen Kürzungen ist es nun deutlich besser, als wenn wir strikt beim Text geblieben wären. Und jetzt haben wir nur noch eine Woche bis zur Premiere. Und ich bete dafür, dass sie großartig wird. Man ist ganz nach außen konzentriert. Es ist sehr anstrengend. Ich habe danach immer einen irren Hunger, weil ich, also für den Kopf und so für die Sinne passiert wahnsinnig viel. Lesen Sie gerne Bücher? Bücher? Nein. Ob Sie gerne lesen? Also. Ach so, steht ja. Du? Oh, ein Buch! Ich habe die Erfahrung gemacht, dass hörende Schauspieler ablehnend der Gebärdensprache gegenüberstehen, wegen der vielen Mimik. Hörende professionelle Schauspieler werden dazu erzogen, ihre Mimik zu reduzieren. Die Stimme ist wichtig. In unserer Gruppe sind die Hörenden ja alle professionelle Schauspieler. Trotzdem haben sie keine Angst vor der Gebärdensprache und der Mimik. Alle sind da sehr offen. Das ist schön, weil wir dadurch schneller zusammengewachsen sind. Oh Gott, Glück. Sie meinen, er hat ein Alkoholproblem? Ah! Oh Gott! Oh Gott! Das war doch aber anders gedacht. Nein! Aber das muss doch... Nein, Mist, Scheiße! Oh Mann, Da kann man doch... Da gibt's doch Möglichkeiten. Da können wir doch Hilfe holen. Beschaffen. Ich meine, sind Sie sich da wirklich sicher?
Ich habe den Eindruck, dass man viel aufmerksamer lesen muss. Das heißt, ich muss dem anderen auf eine viel präzisere Art zuhören, zuschauen, was gerade bei demjenigen passiert, um dann den Moment abzupassen, wo ich sagen kann, jetzt setze ich meinen Satz, jetzt gehe ich rein. So. Nochmal gehen. Aha! Ich kenne doch einen dieser Schauspieler. Also ich gehe ja nicht so oft ins Theater, aber die Qualität dieses Bildes, das ist ja furchtbar. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte den Inhalt vorher schon gelesen. Vieles habe ich bei der Aufführung nicht verstanden, weil halb gebärdet und halb gesprochen wurde. Ich konnte aber nicht beides mitbekommen und oft wurde in Gebärden und Lautsprache nicht das Gleiche gezeigt. Wie die Hörenden und Gehörlosen in dem Stück miteinander kommunizierten, sich alles fügte und vertraut wirkte, war toll. Also ich fand's toll. Die Mischform fand ich gut, aber während der gesprochenen Szenen hätte es gedolmetscht werden müssen. Für mich hätte es das gebraucht. Sehr anspruchsvoll. Wenn ich das mit den Stücken bisher vergleiche, war es sehr professionell. Die Bühnenbilder, die Technik, alles war top. Wenn man bei einer Erwartung bekommt, eine wirkliche, detailgenaue Darstellung bekommt, dann kann man es einfach auf sich wirken lassen. Und so war es für mich auch, dass ich einfach mir auf die Charaktere geschaut habe, auf die total Chaos. Und ich fand dann auch lustig, die verschiedenen Charaktere, wie sie sich dargestellt haben. Bei mir mal so, mal so. Bei Dialogen zwischen Hörenden habe ich nichts verstanden. Wenn Gehörlose alleine waren, habe ich natürlich alles verstanden. Aber ich finde das okay, weil es modern gemacht ist. Das muss man akzeptieren.